dieser Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen zu ihrer Generaldebatte. Auf der Tagesordnung stehen die Spannungen zwischen Washington und Peking, die Klimakrise und viele weitere Themen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte die USA und China im Vorfeld vor einem kalten Krieg. Der Aktienkurs von Evergrande stürzte am Montag weitere 17% ab. Seit Beginn des Jahres haben die Unternehmensanteile somit rund 90% ihres Werts verloren. Investoren rechnen damit, dass der Konzern die Zinszahlung auf seine Milliardenschulden bereits in dieser Woche nicht länger bedienen kann. Der russische Präsident Putin hat das Embargo gegen Lebensmittel aus Deutschland und Dutzende weitere Staaten per Erlass erneut um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Es handele sich um eine Reaktion auf die antirussischen Sanktionen der EU und anderer Länder, hieß es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung. Die türkische amputierten Fußballnationalmannschaft gewann gegen Spanien 6:0. Somit sicherte sich die Mannschaft zum erholten Male den ersten Platz bei den Europameisterschaften. China geht weitere Schritte im Kampf gegen Internetsucht. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren dürfen TikTok in China nur maximal 40 Minuten täglich nutzen. Ex-Häftlinge der chinesischen Konzentrationslager haben eine Tour durch Anatolien gestartet, um auf den ethnischen, kulturellen und politischen Genozid an den Uiguren aufmerksam zu machen. Dafür berichten sie von ihren Erlebnissen und verteilten Infobroschüren. In der Hauptstadt Kasachstans Almaty wurden 2 Polizisten und 3 weitere Personen erschossen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wollten Gerichtsvollzieher eine Räumungsklage vollstrecken, woraufhin der Täter das Feuer öffnete.